Ich bin Mitte 20, attraktiv und gut gebaut, doch sexuell gesehen bin ich ein klein wenig versaut. Ich scheine äußerlich zwar recht normal zu sein, doch tief in meinem Innern steckt ein ganz perverses Schwein. Ich stehe drauf, mir Nägel in die Kniescheiben zu klopfen, danach lasse ich mir Sekundenkleber in die Augen tropfen. Ich nehme eine alte Pfeile, die darf gern noch rostig sein, und steck sie mir dann hinten rein, denn ich bin Masochist. Er ist ein Masochist. Masochist. Er ist ein Masochist und er ist erst richtig glücklich, wenn er Scheiße frisst. Ich schieb mir Wespen in die Nasenlöcher und in der Regel dreh ich mir dabei Schrauben unter meine Zehennägel. Ich habe manchmal Lust, kochendes Wasser zu trinken, danach sitze ich auf dem Herd, bis meine Haut anfängt zu stinken. Und wo ich schon mal ohne Hosen in der Küche bin, da gehe ich meistens auch gleich zur Besteckschublade hin. Da hänge ich meine Klöten rein und muss mich nur noch trauen, das Ding schon kräftig zuzuhauen, denn ich bin Masochist. Er ist ein Masochist. Masochist. Er ist ein Masochist und er ist erst richtig glücklich, wenn er Scheiße frisst. Oh, come on, Don! Alright. So mag ich's. Ich hab also schon öfter mal vor Schmerz gebrüllt, doch meine wahren Träume habe ich mir noch nicht erfüllt. Ich würde mir gern die Beine mit der Axt zerlegen und mir mein Zungenbändchen mit einem Stück Papier zersägen. Meine Nippel sollten brennen, darum zünde ich sie an, und wenn sie dann verkokelt sind, häng ich Gewichte dran. Ich würde mir gern die Augen mit Rasierklingen zerkratzen und mich in der Mikrowelle garen, bis meine Lungen platzen. Mit einem Akkuschrauber baue ich mir die Zähne auf und liegen dann die Nerven blank vom Puderzucker drauf. Ich träume von dem Bungee-Sprung, natürlich ohne Seil, dann Pfeffer in die Wunde und streuen, oh Mann, das wäre geil. Ich würde gerne mal an einer Kettensäge lecken und dann mein dickes Ding in einen Küchenmixer stecken. Ich weiß, das ist bescheuert und gefährlich ist es eh, doch bestimmt ist es auch herrlich.